Schleiche dich im Schutz der Dunkelheit, also das Flaggschiff des Kaisers. Oh yes, willkommen zurück, Freunde, hier zu Witcher 3 Wild Hunt. Er hat ziemlich nah hier angelegt auf der Insel. Weil ganz viele Schiffe sind nicht so beeindruckend, würde ich jetzt mal behaupten. Schutz der Dunkelheit, war, wenn wir sagen, bis 0 Uhr. Finster ist es dann. Vielleicht mal tauchen, war. Kommt mir ein bisschen vor wie bei Assassin's Creed, wenn ich ehrlich sein soll. Mann, Kira, machen jetzt so einen Lärm hier. Die Frage ist natürlich, welches davon ist ein Flaggschiff? Okay, jetzt auftauchen wir ein bisschen doof, ich mache lieber ein bisschen schneller. Oh, das wird knapp werden. Was ist denn da unten noch? Ist das ein Schiffsschwarm, war? Ja. Ich versuch's mal hier. Die sind mir natürlich nichts. Tja, doof, wie kommen wir jetzt darauf? Geralt, was machst du da? Da vorne am besten, war. Zum Anker zu. Halt! Das ist der Hexer! Befehl des Kaisers! Wegtreten! Hexer, welch angenehme Überraschung. Ein warmer Empfang. Danke, Eure Majestät. Vielleicht wärst du anders empfangen worden, hättest du meine Tochter mitgebracht. Wo ist sie? Soll das echt sagen? In der Nähe. Weißer Wolf, du bist in der Nähe deiner Enthauptung. Du bist unverschämt, weil du glaubst, dass ich mir nicht leisten kann, dir was zu tun. Und du hast recht. Aber das ändert sich eines Tages. Dann bist du nicht mehr unverzichtbar, sondern entbehrlich. Doch genug davon, wir wollen nichts überstürzen. Was willst du? Fringilla Vigo.
Ihr habt Jennifer angeblich ihre Freilassung versprochen. Wie ich sehe, seid ihr ein beschäftigter Mann. Nehmt deshalb diesen Brief. Der müsste eure Erinnerung an die Loge auffrischen. Selbst die bescheidensten Anfragen von Jennifer lesen sich wie Drohungen. Hat mir immer gefallen an ihr. Na schön, sei's drum. Ihr seid wirklich bereit, ihnen zu vergeben? Amnestie gegen Hilfe? Ich bin bereit, mich an meine Vereinbarung mit Jennifer zu halten. Ihr beantwortet meine Frage nicht. Das muss ich auch nicht. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Endlich sind wir uns mal einig. Wache, her mit Fringilla Vigo. Ihr könnt ihr die Numeritium-Fesseln abnehmen. Soweit ich weiß, muss ich euch nicht vorstellen. Lebt wohl. Fringilla, es ist lang her. Die anderen Zauberinnen sind in Ginwell bei Ardskellig. Ich habe ein Boot, das wir... Ich kann keine Boote mehr sehen. Und ich hasse Teleportation. Aber wie du willst. Gehen wir. Ach ja, Fringilla und Geralt. Sieh an, was die Katze reingebracht hat. Fringilla Vigo. Philippa, eine Freude, wie immer. Kommt schon, das können wir nicht brauchen. Fringilla, wir müssen reden. Holla. Holla ho. Wohin des Weges? Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Eigentlich schon. Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerok. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Ardskellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Ardskellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wiederhergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Wir warten dort auf dich. Natürlich. Ich hasse Portale. Kind vom älteren Blut. Nun gut, machen wir das auch. Vorbei für die Schlacht. Wir haben also noch viel zu tun, wie es aussieht. Oh ja, der auf dem Schiff. Voll Fringilla haben wir gemacht. Älteren Blut. Der Sonnenstein. Ja. Du würdest einen guten Seemann abgeben, bis die Kotze... Dankeschön. Triss. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. Ja, ihm noch nichts, verdammt. Ja, Geralt? Leb wohl. Doch nix, okay. Vielleicht noch irgendwie ein Plausch mit Margarita und Fringilla. Geralt, was kann ich für dich tun? Ne, da wissen wir bereits. Leb wohl, Rita. Du kommst mir bekannt vor. Habe ich dich schon mal verkloppt? Ja, Geralt? Du siehst gut aus. Für eine gefangene Emhyr's meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter. Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Ach komm, also das ist jetzt ein bisschen sehr direkt. Bis dann. Naja, gut, also.
Hier bringt's nichts mehr. Aber das Labor ist jetzt schon da so weit, war. Ja, scheinbar soll es mit dem Labor auch noch eine Entscheidung geben bezüglich Ciris Schicksal. Aber okay, Tristler, also hier, wieso jemand zurückbleibt, keine Ahnung. Ich meine, wir haben uns eigentlich für sie entschieden, oder? Wir haben relativ wenig mit ihr zu tun. Habe ich gerade irgendwie das Gefühl. Naja. Alter, wo ist das? Hey, geht's noch? Er hat 3 Becher Herzstopper und eine Hilfst du einem Mann in Not? Nö. Eine Frau in Not? Ja. Ein Mann in Not? Nö. Lass mich raten, Arbeit. Da, Hexer. Du suchst nicht zufällig Arbeit? Oh Mann. Ah, jetzt irgendwie ja, die ganze Insel wieder mal zack, bis hier hin. Okay. Also Sonnenstein war ja hier oben. Da ist Fringilgard unterwegs. Der stoßen wir später. Hier oben war es auch nicht. Ne, ich muss sagen, Skellige ist so ein großes Gebiet und so weiter, aber es gefällt mir recht gut hier. Habe ich echt alle... Ach stimmt, ich habe ja alle Karten gekauft und so weiter. Stimmt, ja, zum Glück, okay. Hier ist die ganz kaiserliche Flotte. Wow. Tja, willkommen zum Eingang. Schön. Das ist ein Bogen, den wären wir hergekommen, dann können wir wieder zurück paddeln. Aber ne, wir haben einen Schnellreisepoint, von dem her. Los geht's. Da ist schon mal Yennefer. Wo ist denn Ciri? Der Eingang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Ich bin doch nicht so bescheuert, hey. Ich sehe da auf 10 Meter gegen den Wind, was da los ist. Mach's mal wieder falsch. Konstrukt dieses, war. Das ist kein Golem, es ist kein Feuergenien, es ist ein anderer Genien, aber okay. Nee, das müsste eigentlich ein Wind sein, war. Aber gut, es sind ja Nordwind, Konstruktöl, aber habe ich ja nicht, war. Vergiss immer wieder, welche wir bereits haben, welche noch nicht. Ich meine, 600 Silberschaden, also von dem her. Mondstaub. Wieso habe ich eigentlich noch Drakonidenöl plus verbessertes? Verwirrung. Ja gut, Ladies, wie sieht's aus? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, wir wollen doch nicht sentimental werden. Ja, wie Mutter und Tochter. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Yatar Aligen. Wir haben die Wache geweckt. Ja, aber doch vorher schon gesagt. Ich versuche, Oh. durch die Barriere zu kommen. Ja gut, Ciri überlassen mir. Oder auch nichts. Moment. So. Haben die gerade den Shield noch aktiviert? Korrektur, ich hatte ihn aktiviert. So, mein Adrenalin kommt doch gleich. Der zweite auch noch. Nö. Ich kriege mal nichts von ihm. Oh. Was mit dir, Kumpel? Oh, kein Bock. Vielleicht war die Idee doch nicht so gut. Ist jetzt ein bisschen spät, Ciri. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht.
Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avallac'h nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Entschuldigung. Also mein, sorry, aber hässlich ist sie also wirklich nicht. Im Gegenteil. Schau, Geralt. Und jetzt los. Kann ich irgendwo mich noch umgucken, bevor Jennifer mich schon wieder massakrieren möchte? Da war doch gerade eben jemand hier. Avallachs Assistent vielleicht? Nein, irgendwie bezweifle ich, dass Avallac'h einen hat. Ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter. Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Hä? Er geht ihr auf Nerven und dann plötzlich Kräuter? Was ist im Henker? Also Geralt und Jennifer hatten noch nie eine einfache Beziehung. Achso, da ist er wieder. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Ist das... Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Ja, damit hast du auch Erfahrung, Geralt, das wissen wir. Was jetzt? Jen! Stammbaum des Enhen Ichair, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemund von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avallac'h alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Das sah nach einer Lüge aus. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avallac'h ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Ich meine, es ist interessant, was wir alles herausfinden, keine Frage, aber ja, wenn Avallac'h das herausfindet, gute Nacht. Also er würde es nicht verdenken, wenn er uns irgendwie hassen würde oder ablehnen würde, wie auch immer. Mal sehen, was Avallac'h tatsächlich vorhat. Ich fürchte, Ciri erlebt bald eine böse Überraschung, wenn es so weitergeht. Da ist jemand. Hinter der Tür. Moment, ich bin erst.
Elfen haben ein Händchen für Düfte. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Ja, mich wundert es dass Avallach sein Labor gar nicht irgendwie abgeschirmt hat, magisch. Sprich, mit einem Alarmsensor. Im Sinne von, sobald jemand eintritt, sei es magisch oder irgendwie sonst, dass so ein Alarm losgeht und er hier teleportiert wird zum Nachgucken, wer es eigentlich ist. Mal sehen, was Avallach tatsächlich vorhat. Wie seid ihr hier hineingekommen? Ja. Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du, ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avallach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähest Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein. In irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen. Wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avallach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avallach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn Sie mich so verachten, sollen Sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Oh ja, das ist diese Entscheidung für Ciri.
So, schon besser. Und jetzt weg hier. Ja, das ist auch nicht schlecht, ey. So ein bisschen kindisch, aber egal. Ja, wie gesagt, das ist eben auch eine dieser Entscheidungen, die wir für Ciri treffen müssen, sprich für Schicksal. Hätten wir ihr gesagt, sie soll sich beruhigen, dann wäre das scheinbar eine Negativkonsequenz gewesen, warum auch immer. Und das war jetzt eben eine positive, weshalb auch immer. Gut, natürlich Dampfablass ist immer gut, aber eigentlich sich seine Emotionen halt im Griff zu behalten, ist eigentlich noch besser. Also ich verstehe nicht gar nicht so, dass jetzt gut war und das andere schlecht, aber naja. Das greift eigentlich der nicht an. Keine Ahnung. Ist mir auch gerade zu hoch. Aber egal, wir haben ja alles geschafft. Sehr schön. War der Quest beendet. Wir kommen im Finale wieder mal ein Stückchen näher. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindarsfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjal. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjal ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjal ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Und das, liebe Freunde, ist die zweite wichtige Quest. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindarsfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Was irgendwie klar ist, warum das für sie wichtig ist. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Over. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjal hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjal begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut. Sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube.
Skjal hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjal mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjal richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Jo, wenn wir sagen, gehen wir zurück. Zurück zum Boot. Mhm. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Geil, wir sind bald schon Stufe 32, obwohl ich glaube, das... Oh, 34, ja. Wird das wohl noch was, bevor wir das Spiel durchhaben? Ich hoffe natürlich auch schon, sonst ein bisschen doof. Ja, ansonsten, Freunde, wir haben mal viel noch zusehen. Das war's mal für heute hier bei The Witcher 3 Wild. Haben wir mal viel geschaffen, so weiter. Und jetzt müssen wir eigentlich alles bereits gemacht haben, damit wir für Ciri zum einen ein positives Ende haben und zum anderen auch das wahre Ende sehen können. Soll scheinbar so sein, keine Ahnung, wie es genau aussehen wird, wir werden es dann erleben. Das war, glaube ich, müssen mittlerweile 5 Entscheidungen gewesen sein, die wir getroffen haben. Ich überlege gerade, der erste war ja die mit der Schneeballschlacht. 2 und 3 habe ich gerade vergessen, 4 und 5 hatten wir gerade. Verdammt, waren die 2. Na genau, die eine war ja die noch mit Ciri bei bezüglich der Loge. Also sprich, dass sie halt alleine mit der Loge geredet hat, ohne uns. Das sind nochmal 2, wo war denn 3 schon wieder? War das gerade 3 und 4? Also 4 das mit Skjals Grab? Ich habe keine Ahnung mehr. 5 müssen noch fehlen, weil es sind wirklich 5 Stück. Also sprich 5 Entscheidungen, die wichtig sind, die wir mit Ciri treffen müssen. Ah stimmt, doch, es waren 5, genau. Die erste war wie gesagt mit der Schneeballschlacht. Die war ja dazu da, für ein positives Ende halt. Das andere wäre ein negatives Ende gewesen, oder ein Punkt fürs negative Ende. Wird irgendwie zusammengezählt und so, jetzt haben wir halt 4 fürs Positive. Und genau, die dritte war ja, oder was die zweite? Ich glaube, die zweite war es. Die bezüglich halt der Entscheidung, ob sie sich erst mit ihrem Vater treffen, so mit ihm hier, das haben wir abgelehnt. Und das wäre ein anderes Ende gewesen, wäre sie mit zu ihm gegangen, zu ihrem Vater und so. Ja, glaube zumindest, keine Ahnung, wie es genau sein soll. Wir sehen alles danach, aber das waren eben diese 5 Entscheidungen, die wir getroffen haben. Die eine mit der Schneeballschlacht, die andere soll sie eben hier treffen oder nicht. Die dritte war die mit der Loge Zauberinnen. Die vierte mit dem Verwüsten des Labors von Avallac'h und die 5. das mit Skjals Grab. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao zusammen.